Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und wir können wohl nur hier am Strand anlanden. Das heißt, wir können auch nur hier im Weg folgen. Mit dem neuen Teamkamerad, mit dem Sid mit an Bord. Auf den ich mich ganz besonders gefreut habe, weil es echt mein Lieblingscharakter im Spiel ist. Ja, er ist laut, ja, er ist wischt, ja, er ist Olver und er flucht die ganze Zeit. Und ja, er ist Raucher, der sehr krumme Zigarette raucht, aber er ist großartig und authentisch, wie ich finde. Und er hat auch eine schöne Geschichte zu erzählen. Von seinem verlorenen Traum, dass er der erste Astronaut der Menschheitsgeschichte wird. Und dass Shinra ihm seinen Traum versaut hat. Das kann passieren. Und jetzt haben wir hier auch im Kampfmenü mit dabei, hoppala, und er kämpft mit dem Speer. Adamantaimai, alles klar. Was verstand du, Adamantaimai? Der hat sich ein Schild gemacht und widersteht unserem Angriff jetzt ein bisschen besser. Adamanreif gestohlen, so. Und ihr seht auch, dass der Sid echt über ordentlich HP verfügt. Und dazu kommt halt auch noch, dass der Sid einer von den stärksten Charaktere im Spiel ist, neben Cloud. Zauberbarriere schützt ihm dann vor Zaubermeer. Und er schießt die ganze Zeit mit seinem Glitzer da rum. Okay, wir attackieren ihn weiter hier. Ja, Sid ist neben Cloud der stärkste Charakter im Spiel. Nicht nur deswegen mag ich den, auch einfach aus persönlichen Gründen, weil ich den als Mensch sehr nachvollziehbar, sehr menschlich, sehr mit menschlicher Schwäche dargestellt halt finde. Ich finde den absolut großartig. Und jetzt weiß ich es auch wieder, in der letzten Episode ist es mal echt nicht eingefallen. Aber der Sid erinnert mich optisch so ein bisschen an den Martin Semmelrogge. In junge Jahren natürlich. Ich meine, der Sid, der soll ja 32 oder 33 oder sowas sein. Und er hat eine Limit-Attacke, Megasprung. Das probieren wir doch auch gleich mal aus. Ja, ich finde, er sieht aus wie ein etwas jüngerer Martin Semmelrogge. Und Megasprung, zack. Okay, da der natürliche Barriere auf sich drauf geknallt hat, zieht es nicht so viel ab. Muss man halt achten zu, Sache. Dann das Vieh attackiert sehr oft hintereinander. So, jetzt machst du mal Granat hinterher. Und... okay, das hat gereicht. Und zum Schluss brach das Sid erstmal gemütlich sein Kipp, was ich auch so eine geile Siegespose finde. Ja, wir haben von dem Vieh der Adamanreif geklaut. Und dann gucken wir doch gleich mal. Goldarmband und Adamanreif. Der ist natürlich extremst geil von der Verteidigung her. Haut aber die Verteidigungsprozent sehr weit runter und die Zauberabwehr auch nochmal um 5. Aber er verdoppelt fast unsere Verteidigung. Das ist natürlich großartig. Hat aber auch nur 2 Materia-Fassungen. Von daher lassen wir der Adamanreif mal Adamanreif sein, die Sache. Und gehen da weiter in der Richtung. Aber was wir noch machen sollten, oder? Ja, gut, komm. Emmo können wir noch drauf hauen. Södeler. Dann gehen wir nochmal in die Richtung weiter. Weil da sehen wir schon auf der Karte einen weißen Punkt in meinem Bereich. Und da müsste auch wieder irgendwas sein. Oder? Ah, nee, das ist tatsächlich nur hier ein Strand. Okay. Ich hätte vielleicht von der anderen Seite kommen sollen. Na, egal. Passt schon. Wir beschwören mal hier für Vogelviecher Ramu. Und das war jetzt auch sehr cool. Barret ist attackiert worden und hat, ohne dass ich irgendwas machen muss, den Gegner angegriffen. Das ist dann der Materia Konter geschuldet. Die Materia sorgt halt dafür, dass, wenn man angegriffen wird, dass es sein kann, dass man spontan einen Gegenangriff startet. Und Ramu müsste bei fliegenden Gegnern besonders effektiv sein. Ups. Hoppendler. Das scheinen Donnervögel oder sowas in der Art zu sein. Wie hießen sie dann? Thunderbird. Tatsächlich, das sind Donnervögel. Okay. Ja gut. Ein kleiner Fehler meinerseits. Au. Ja, Sauseck. Geht's noch? Cloud.
Schmeiß schnell irgendwas rein und du heilst die Truppe. Und Sid, du machst eine Barriere auf Cloud, glaube ich mal. Er ist unser Heiler. Der muss es irgendwie überleben. Barret ist schon tot. So ein elender Mist. Ja, das kann schnell passieren bei sowas. Okay, Sid zaubert auch ziemlich räudig. Wir sollten Barret wieder beleben, dass er den Kampf auch noch erlebt. Und Sid, mein Guter, du kümmerst dich um Denmol. Dann haben wir wenigstens den Knorze raus. Und wir heilen nochmal die ganze Truppe und der Barret attackiert, was übrig ist. Hoffentlich überlebt er das noch. Okay, ist sehr gut. Mann, oh Meter. Ja, und gerade der Zauber Heilung 2, der reißt natürlich auch nochmal ordentlich in die MP rein. Und erstmal in die Rache. Ja, die Sache ist halt auch beim Sid, was ich ziemlich cool finde, dass seine Limit-Attacke auch welche von der stärksten sind und dass er auch mitunter die stärkste Waffe im Spiel Neva Cloud besitzt. Das ist halt auch schon sehr, sehr geil. Deswegen, den können wir als Power Boost sehr, sehr gut gebrauchen. Und dann gehen wir doch mal hier. Und da sollte aber hier was sein, ganz im Norden. Heieiei. Ich muss auch sagen, vom letzten Teil... Oh, was sind denn das für Viecher? Blitzkäfer und Schwanzspringer, alles klar. Nach die liebe Zeit. Gerade von der letzten Episode, die Stimme vom Sid und die vom Barret, die wird jetzt richtig übel reinhauen für mich. Weil Barret wird halt immer so gesprochen. Und der Sid wird immer so gesprochen. Das muss ja auch irgendwie passen. Ich meine, der Sid ist Raucher. Offenbar ein sehr starker Raucher. Und der Barret ist ein großer, schwarzer Mann. Der braucht auch Resonanz. Barret kann man jetzt nicht so sprechen. Und das wäre lächerlich. Der Barret braucht halt einfach eine Stimme mit Resonanz. Und der Sid, der muss halt auch noch so ein, meiner Meinung nach, noch so ein schäbiger, verrauchter, ranziger Typ einfach klingen. Das gehört sich einfach so, wie ich finde. Sehr, sehr schön. Da haben wir hier noch etwas. Da ist eine Siedlung. Und da sollten wir mal hingehen. Aloha. Da. Hier sind wir in Japan gelandet. Oder in China. Oder auch besser bekannt als Final Fantasy VII Version Wutai. Non, lang ist her. Was hast du so gemacht? Was her? Wie war dein Name? Mein Opa, er kennst du nicht. Das ist ein Fremder, der in unserem Haus gestürmt ist. Weil dann habe ich mich jetzt mal entschieden, nicht pelzig zu retten, sondern nur so ein stereotyper Akzent zu geben. Das Leben ist wie ein Fluss. Es beginnt im großen Ozean des Lebens und kehrt am Ende dorthin zurück. Wutai ist ein historischer Ort. Hier gibt es einige ungewöhnliche Dinge, die du sehen solltest. Alles klar. Danke, Konfuzius. Okay. Das geisteskranke Katzehaus gibt's hier auch. Oh, und was die für Geräusche machen. Okay. Ich glaube, die wollen mich hier nicht haben. Im Katzehaus. Und das scheint der obere Stockwerk vom Katzehaus zu sein. Das ist mein Haus. Da kommt die Heiner rein. Okay. Respektiere ich. Kann ich nur vollziehen, wenn man die ganze Zeit Katze unerhortet. Da will ich gar nicht wissen, wie es da oben aussieht. Es gab ja in Japan auch mal der Hundeshogun. Der hatte Gesetz erlassen, dass man Hunde unter Todesstrafe nicht töten oder verletzen darf. Und der hat gedacht, hallo, willkommen. Was sollte das Eis schmieden, solange es heiß ist? Hier haben wir einige der besten Klänge direkt aus der Schmiede. Ja, und der Hundeshogun hat auch Gesetze erlassen, dass man Hunde unter Todesstrafe nicht töten oder verletzen darf. Und der hat den ganzen Kaiserpalast seinerzeit voll mit Hunde gestopft, sodass das auch ewig lang noch Hund gestunken hat dort. Und hier immer verklaut noch, was 11 Angriff mehr bringt, Murasame. Es gibt dann noch Ens mehr für die Materia. Das kaufen wir doch sofort für ihn. Kettensäge für Barret. Auch mit M-Slot mehr. Und Lanze für Sid. 56, 52, 51. Ja, Sid hat doch tatsächlich die stärkste Dinger. Aber das ist nicht günstig, muss man dazu sagen.
Ausrüsten. Murasame. Gibt aber 8 Angriffsprozent weniger, aber das nehmen wir in Kauf. Endslot haben wir noch zusätzlich dafür. Dann sollten wir eventuell... Gucken wir doch mal, was können wir noch zusätzlich nehmen? Okay. Verwandlung ist jetzt auch nicht gerade so unbedingt das Wichtigste. Fliehen, löschen, ne? Das ist auch nicht so dolle. Na, schmeißen wir den einfach mal rein, weil es Spaß macht. Barrett, du kriegst jetzt eine Kettensäge umgeschnallt. Gibt nur Vorteile für dich. Und, boah, was packen wir dir denn noch rein? Ja, was packen wir dir noch rein? Ich spaßen wir mal Shiva dort rein. Und, machen eine Zeit. Doch, Zeit ist hervorragend. Zeit auf aller. Das ist hervorragend. So machen wir das. Wieder, hallo, willkommen. Ja, alles wunderbar. Guter Chinamann. Dann können wir die Schmetterlingsklinge verkaufen. Wir können zusätzlich auch noch das schwarze Megafon verkaufen. Braucht Sau. Omnistab ebenfalls. Jetzt lassen wir mal die Platinfaust brauchen wir auch nicht. Feinschleuder forte mit. Silbernes Megafon forte mit. Das können wir auch fortschmeißen. Silberamulett Igitigit. Quecksilber ist auch unnütz. Der Bohrarm ist Quark, der Vulkanblaster kann fort und das Ding behalten wir einfach mal, weil es so lustig ist. Ein Runeschwert, das kann auch fort. Dann können wir jetzt nämlich für Sid noch die Lanze kaufen. Und dann kann er das anstatt seinen Speer haben. Ja, das bringt ihm doch ein Angriffsprozent mehr und 12 Angriff mehr. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann können wir nochmal gucken. Nee, das brauchen wir eigentlich echt. Das war echt Quark. Alle. Was ist dann hier? Gift, Versiegelung, Schwerkraft, Hitze, Barriere. Barriere wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Machen wir hier die Hitzerei, Barriere mit aller. Da können wir uns nämlich ein bisschen mehr schützen. Das wäre echt nicht verkehrt. Und wie er sich noch verbeugt. Das ist echt die Höflichkeit. Das ist wirklich, so sollte man sein. Das ist nett. Kneipe Turtles Paradise, Handzettel, Hinweis. Turtles Paradise macht Werbung mit Handzetteln. Sie werden in der ganzen Welt verteilt, also pass auf, ob du einen Handzettel findest, auf dem Turtles Paradise steht. Insgesamt gibt es 6 Handzettel. Wenn du alle findest, wende dich an den Besitzer des Turtles Paradise. Gewinne bla bla. Nie gelesen. Lesen reicht, die Zettel also nicht abnehmen oder zerreißen. Eigentümer Turtles Paradise. Annie haben wir tatsächlich im Cosmo Canyon gefunden, erinnere ich mich. Und hey, hast du gehört, hier in Wutai gab es einen Wassergott. Ich sage, der Wassergott war eine riesige Schlange. Jetzt, wir leben in einer Welt voll mit Mako. Heutzutage würde das die meisten Leute nicht glauben. Aber irgendwo auf diese Welt und hier in Wutai glauben wir noch immer. Wir glauben an die Leviathan-Schuppen und an Materia, denn er Macht innewohnt. Hi! Alles klar. Es muss halt natürlich bei so einem JRPG auch immer sein, dass es immer japanisch oder chinesisch angehaucht die Stadt gibt. Das ist ja vollkommen logisch. Ist ja schon gut, ich weiß. Auf der Seite der Berge liegt direkt ist Dao Chao. Ich habe gehört, du kannst bis nach oben klettern. Aber seit es gefährlich ist, würde ich an deiner Stelle gewaltig aufpassen. Danke, Mini Konfuzius. Und du hier? Wir haben alle möglichen Sachen. Nimm dir, was du willst. Okay. Domo arigato gozaimashita. Dann, Äther vielleicht jetzt nicht, aber Zelte. Zelte wären definitiv nicht verkehrt. Nehmen wir jetzt mal 5 mit. Schokobo-Feder, Geschick plus 10. Hey, komm, lass gut sein. Brauchen wir noch nicht. Aber ich mag hier reingehen und erstmal alles ordnen wieder. Was sagst du hier? Tut mir leid, auf der Schildstraße steht Materia, aber in Wutai gibt es fast keine Materia mehr. Hör zu, das hier ist nur eine kleine abgelegene Stadt. Mit Annalene wir nicht viel zu tun haben. Und außerdem, wenn wir mehr Materia hätten, wäre Wutai eine viel aufregendere Stadt, aber die haben wir nicht. Ja, das passt doch. Ist doch vollkommen in Ordnung. Nicht jeder braucht eine neumodische Ferz wie Materia. Passt doch. Und du hier? Lord Gotto ist in diesem Haus. Er war mal sehr stark, aber jetzt er nur noch schlafen. Oh,
Na, dann gehen wir nochmal besuchen hier in der Pagode. Die fünfstöckige Pagode da drüben wird die Pagode der 5 mächtige Götter genannt. Die 5 Götter sind Macht, Geschwindigkeit, Zauber, Krieg und Omni. Letzterer besitzt die beste Eigenschaft aller. Seit Generationen beten wir in Wutai Dajao, den Wassergott, an. Nach Legende wird das Dorf von Dajao, dem Wassergott und den 5 mächtigen Göttern beschützt. Aber in der letzten Schlacht erging es uns nicht gut. Vielleicht basiert unser Glaube auf nichts weiter als Legende. Okay, Dajao oder, nee, Quatsch, der Mensch hier, der scheint wohl auch hier ein Hundeshogun zu sein. Ich weiß nicht, ob das eventuell als kleine Anspielung an den historische, tatsächliche... Ja, ich mache Pause. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich an den Hundeshogun in Japan angelehnt ist oder ob das jetzt einfach nur Zufall war oder authentisch, dass halt damals auch überall Tiere unterwegs waren. Noch die Ruhepause. Schlüpfen sie alle wieder in die Cloud rein. Aber jetzt nach wenigstens mal MP wieder aufgefüllt. Ach ja, da ist er. Der Schläfer. Ich sehe ihn schon. Oh, alles scheiße. Ich kann nicht mehr. Und warum hieß hier Geheimgang? Ich will Geheimgang. So. Alles klar. Aber wir gehen erstmal zu ihm. Bevor wir hier irgendwas machen. Oh, was willst du? Ich habe nicht viel, aber ihr solltet euch hier ausruhen. Macht es euch bequem. Ja, so wie du. Du scheinst auch sehr bequem zu liegen. Mein lieber Godo. Okay. Das sieht man jetzt aber eher noch einer nicht noch einer Shinto-Gottheit aus, sondern eher noch einer Hindu-Gottheit. Aber der wird schon wissen, was er da macht. Würde mich mal interessieren, ob das hier auf dem Boden richtige Kanji sind oder ob das nur so Fake-Quatsch ist. Also ob das wirklich japanische Buchstaben sind oder ob das nur Murks ist. Aha, Truhe. Haarnadel. Wegen einer Hornodel macht er hier so einen Aufriss. Okay, das ist für der Red. Fernkampfwaffe steht da. Ja, okay. Warum auch nicht die Haarnadel als Fernkampfwaffe verwende? Das finde ich nur logisch. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir gehen hier wieder raus. Und ich gehe mal vielleicht zur Pagode von 5 Ebene und von mächtige Shadao. Oder Dajao. So. Okay, das ist sein Zwillingsbruder, der sagt nichts. Hände hoch! Du bist nicht aus Wutai, oder? Nö. Ich kann Lügt nicht ausstehen. Raus aus dem Turm und zwar sofort. Ich hab gemeint, ich komme nicht aus Wutai. Das ist ja schon klar. Mist, okay. Hände hoch! Du bist nicht aus Wutai, oder? Doch. Nur die aus Wutai dürfen in den Turm. Und ich muss dich bitte zu gehen. Okay, das wird wohl nix. Ohne jemand aus Wutai kommen wir hier nicht durch. Das ist der berühmt-berüchtigte japanische die ausländerfreundliche Gastfreundschaft. Keiner von uns. Dann speichern wir hier nochmal an der Stelle in Wutai direkt. Wenn wir hier schon kostenlos pennen dürfen, sollte man das auch nochmal zu schätzen wissen. Und dann gehen wir nochmal hier den Weg entlang. Okay, das sieht aus wie bei Naruto, wo die Köpfe von der Hokage in den Berg eingemeißelt waren. Und hier gibt es sogar noch Gegner. Und zwar gibt es hier Bizarrwanzer. Alles klar. Das Sid mit Speer kämpft, oder mit Stangewaffe, ist übrigens an die alte Final Fantasy Klasse Dragoner angelehnt, weil die Dragoner, die kämpfen auch immer nur mit Speere. Also es ist hier auch wieder ein altes Final Fantasy Element, was sich nur bei dem Charakter Sid manifestiert, der eben wie die alte Klasse vom Dragoner nur Stangewaffe benutzt. Das wollte ich einmal so als kurze Info preisgeben, weil ich es doch ganz interessant fand, gerade für die Leute, die eventuell noch nie Final Fantasy gespielt haben.
dass man hier einfach nochmal sehen kann, wie sehr Faulländer, okay, dass man einfach sieht, wie sehr Elemente sich immer wiederholen bei Final Fantasy. Man hat immer mal wieder Elemente, die auftauchen, aber trotzdem ist es immer eigenständige Story. Und es gibt auch immer in jedem Final Fantasy, oh, alle Hotte Levels, sehr schön, gibt auch in jedem Final Fantasy immer einen Biggs, einen Wedge und es gibt auch immer einen Cid. Aber das ist immer unterschiedlich, wer Cid ist. Ob das ein spielbarer Charakter ist oder ob das ein NSC-Charakter, also Nicht-Spieler-Charakter ist. Dragonerlanze, gerade hier haben wir es noch davon gehabt. Und ich glaube Cid, oh, ja lecko mio. 10 mehr und 2 mehr Angriff und unglaublich viel Materia. Steckplätze, das ist doch super geil. Hier haben wir zum Glück nichts, was gekoppelt ist. Da können wir auch Verwandlung reinpacken, dann können wir auch Schluss hier reinpacken, obwohl wir es nicht brauchen. Und wir können Analyse reinpacken. Ja, das ist doch mal nicht schlecht. Ah! Hier, es geht durch, guck mal, die Flamme verwandeln uns sofort in knusprige Hinkler. Alles klar. Dann ist es so. Denn ich aber einmal sage, ich mache hier vielleicht einmal kurz aus. Oh. Und das ist doch auch ein geiler Ausblick hier auf das Tal und auf Wutai von deiner Gottheit oder von deiner Herrscher, wo wir hier im Felskauer haben. Super. Großartig gemacht, nach wie vor. Und nach hier sieht's richtig schön aus. Bei dem Buddha-artiger mit seinem riesen Ohrläppler. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht, muss ich sagen. Das gefällt mir persönlich hervorragend. Es zeigt halt einfach nochmal jede Kultur, die ihr... Garuda. Ach du Scheiße, ist das ein Ding, was das Cid hat. Ja, es zeigt jede Kultur hier definitiv mit seiner kulturellen Errungenschaften und das finde ich persönlich auch großartig. Weil jede Kultur hier ist... Oh, 156 MP abgeschnabbelt. Boah. Weil jede Kultur ist hier definitiv auch sehr lohnenswert. Ach du Scheiße, macht das schade. Und ist richtig toll gemacht und detailliert gemacht. Und das hat's auch einfach nur verdient, dass man sich sowas auch anguckt. Ja, Cid macht schon echt ordentlich schade, muss ich sagen. Das war die allerbeste Wahl, definitiv den mit in die Truppe zu nehmen. Und Cloud ist auf Level 31 und wir haben das Sonnenschleier geklaut. Da mag ich auch noch mal kurz gucken, was das ist. Barriere um die Truppe. Alles klar. So. Von wo sind wir gekommen? Von da sind wir gekommen. Ja, von da sind wir gekommen. Sind wir von dort aus ursprünglich gekommen? Scheint so, ja. Daneben sind wir noch nicht lang gelaufen. So, dann mit dem Feuerkopf. Okay, da geht es dann nirgendwo großartig weiter. Na gut, dann können wir auch hier den Hang verlassen, wo die Monster leben. Und lassen wohl die Monster Monster sein. Wir gehen wieder zurück nach Wutai. Und ich würde sagen, wir ruhen uns nochmal rund aus. Da jetzt 156 MP doch echt heftig waren. Sollten wir uns hier nochmal ausruhen. Und danach würde ich, glaube ich, mal... Oh, hoppla. Ich wollte schon zum Götterturm gehen. Aber da muss ich hier. So. Nehmen wir die Gastfreundschaft von einem älteren Herr hier durchaus in Anspruch. Und danach würde ich speichern und auch die Episode beenden. Denn wir sind halt doch recht weit gekommen in dem Kontinent und haben uns zumindest mal Wutai in aller Ruhe angucken können. So. Dann machen wir uns auch auf zum Speicherpunkt. Und es würde mich mal interessieren, was ihr davor halten, dass ich die jetzt, weil sie so Exoten sind, halt nicht auf pelzig übersetzt, sondern dass ich die mit dieser Chinamann-Dialekt, Akzent ausstatte. Es würde mich mal interessieren, wenn ihr es witzig findet, dann würde ich es beibehalten. Und an der Stelle speichere ich dann nochmal. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf pelzig. Also machen's gut, Iron Yankee.